Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir X-Shot, was weiß ich. Aber die hat so ganz komische Munition dann. Also die hat noch gar keine Munition. Die hat so ein internes Magazin. Und da kommen so Kügel rein. Und eigentlich gehören da rote Kügel rein. Schon rotes Bleisterle. Natürlich transparent. Und ich glaube, das Bleisterle habe ich bei den transparenten Bleisterlers vergessen. Weil irgendwie die Kugeln haben mich nicht so richtig erwischt. Aber jetzt habe ich neulich Konvolut gekauft, war das dabei. Und ich habe gedacht, komm, es reizt mir jetzt doch, rauszufinden, was da besser ist. Und das hat da so Magazin. Es ist ganz wildes Blasterle. Also auf der Seite ist lackiert ein Rival. Für alle die englische Sprache mächtig sind. Und das ist X-Shot. Was weiß ich. Ich habe echt keine Ahnung. Ich werde es euch vielleicht unten reinschreiben. Keine Ahnung. Wir nennen das X-Shot versus Nerf. Kugel des Blasterles. Das. Aber da Bums. Und jetzt weiß ich wieder, warum ich Kugel des Blasterles nicht mag. So. Ui, Krach macht das Ding. Das. Ui. Krach macht das Ding. Krach macht es. Irgendwie. Ich meine, das finde ich irgendwie cooler. Ja, da kann man drauf machen. So. Aber allgemein so wie das Gott. Ich sehe mich nachher schon auf dem Boden rumkraxeln und die ganze Kügel sammeln. Heieiei, was ich für euch nicht alles mache. Und für die Wissenschaft, ich sag's euch, für die Wissenschaft. Oh, das ist schon alles. Schon alles. Schon leer. Oh. So. Für die Fairness füllen wir da auch so gelbe Kügel rein. Und weil ich so viele von denen oben habe. Das ist ganz praktisch. Wenn man das jetzt quasi so hat, dann kann man, wenn man mal eine ruhige Minute hat, sagt zurück und aus seiner Tasche 2-3 Kügel nehmen. Gut, das andere Magazin lädt sich generell einfach leichter nach. Vorausgesetzt, man hat ein zweites. Was ich nicht habe, weil das sind die einzigen 2 Kügel des Blasterlers, die ich habe. Also mit so. Ich meine, ich habe ein paar Softwares, aber ja, man hat eine gewisse Sammelleidenschaft. Das habe ich im letzten Video schon gesagt. Ich glaube, viele davor auch. Es wird nicht besser. Gut, ich arbeite auch nicht dran, dass es besser wird. Aber ja, jetzt seht ihr, warum da rote Kügel reingehört. Gut. Da gehört gelbe auch nur rein, wenn man es nicht sieht. Und das, ja, ich weiß nicht. Unabhängig von den Messwerten, das Ding gefällt mir optisch besser, wenn da rote Kügel drin wären. Das vorne, dass das orange ist, finde ich schade. Oder dass der Rest nicht orange ist, das wäre irgendwie, ja, keine Ahnung, das hätte man mal rot einfärben können, das gerade noch so orange wäre. Und der Rest auch so, das wäre nochmal cooler gewesen. Das ist aber einfach nur mein innerer Monk, aber gut, wobei das Blau und das Orange passt halbwegs. Wenn man die gelbe Kügel vernachlässigt. Egal, haben wir das Messmittel. Heute messen wir wieder 1 Meter pro Sekunde, nicht wie im letzten Video. Ich sag's euch, Fuß pro Sekunde. Fuß pro Sekunde, das klingt doch, das klingt viel so versaut. Kann man da nicht helfen. Klar, du? Nee, ist leer. So. Was haben wir? 27,6. 26,1 Meter pro Sekunde. Meter pro Sekunde. Sinnvolle Maße, Alter. Sag's euch, das letzte Video hat mich gestresst. Oh, nichts Treffer. Dahinter ist ein Netz, ein bisschen da auch nicht Treffer. So, 27,2 und 28,1 Meter pro Sekunde. 28,8 Meter pro Sekunde. Und 27,1.
Das heißt, die liegen alle ziemlich nah beieinander mit 27,4 im Durchschnitt und 20,6 im Minimum, 28,8 im Maximum. Wir merken uns die 27,4 und wir machen alles resettet. 27,4 merken wir uns. Das ist immer noch 1 Meter pro Sekunde, das ist gut. Und dann gucken wir uns das an. Das ist Schokolade. So, 25,8. Das war Rohrkrepierer. Das schade noch. Ach, das war kein Rohrkrepierer, das war der Ingenieur, der vergessen hat, das Knöpfchen zu drücken. Und oh Gott, das. Vergiss es. Vergiss es. So, 26,5. 26,4. 29,7. 20,1 und 22,5. Und ich bin mit den Zielen besser geworden. Das heißt, wir haben da Durchschnitt von 25,3 zu 27,4 bei den blauen Dingen. Bei dem da. Das heißt, das ist eine ganze Ecke schlechter. Jetzt machen wir alles. Okay. Da kannst du halt so raus. So. Jetzt laden wir da 6 rote Kügeln rein, gucken, ob das vielleicht einfach nicht ganz so, ob das für die Munition der Eigenmarke besser ausgelegt ist. 4, 5, ja, komm schon her, und 6. So. So. Ja, die Kohlrad die braucht rum. Was Kugel so machen. Sag's euch, ich bin kein Fan von der Munition. So, Knöpfe drücken. Dann 25,3 zu 27,4. Gucken wir mal. Resette, yes, zurück. (25,2), 26,2, 25,6, 26,0, 26,1. Okay, das war, der Ingenieur hat da auf das Ding geschossen. Gott, so. Und 27,9. Das heißt, wir haben 25,3 mit der roten Munition, 26,4. Das heißt, wir sind da immer noch im Durchschnitt 1 Meter pro Sekunde unter dem. Aber irgendwie macht jetzt die rote Munition vielleicht tatsächlich besser. Vielleicht war es auch einfach nur die zweite Messung. Wir waren jetzt so im Detail nie rausfinden. Aber ich denke, das war so die Übersicht. Und meine Meinung zu den Kugeln. Ich glaube, ich sehe die so schnell an der Seite. Es ist wieder irgendwo drin. Weil ich habe eigentlich gedacht, ja, ich kaufe mal die Kugel mal, weil ich mache einen eigenen Blaster dazu. Oder vielleicht kriege ich da das Trommelmagazin von meinem Blaster. Und das wäre natürlich gut, wenn ich das vorbereitet gehabt hätte. Aber ja, ihr findet dazu Videos auf meinem Kanal. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist so ein Trommelmagazin mit den Pfeilen so. Also nicht so rum. Ja. Wunderbar vorbereitet. Ich will jetzt aber auch keinen Cut machen. Jetzt, ich sag's euch, Probleme. Ja. Ich kann's euch. Also, die Pfeile, so sind sie angeordnet in der Trommel. Also halblange Pfeile. Und da hat mal irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, dass ihr da Kügel verwenden könnt. Das wird wahrscheinlich mit Kügeln besser funktionieren. Aber ich habe da jetzt gerade in ein paar Minuten, wo ich wenn ich Blaster jetzt hier in der Kamera rumgespielt habe und habe mit dem natürlich ein bisschen, bevor ich das Video gemacht habe, rumgespielt, gucken wollte mit dem auch. Irgendwie, das hat mich jetzt nicht so packt. Das existiert und das darf es auch. Aber irgendwie bin ich da jetzt noch kein so Fan davon. Das ist dann nochmal
Das. Da kann man nochmal laden. So. Ja. Und ich finde die Blasterklinge Beute nicht besonders hübsch. Also. Ja. Den finde ich optisch cool. Der war leistungsmäßig ein bisschen stärker. Aber. Ja. Das soll keine Kaufempfehlung sein. Ich werde sie beide wahrscheinlich irgendwo ins Lager packen und vielleicht machen irgendwas mit den Kügeln irgendwann mal. Wenn nicht, auch recht. Das schadet nicht, sowas mal da zu haben. Vielleicht braucht man es irgendwann mal. Wobei die Argumentation, glaube ich, blöd ist. Das ist cool gemacht. Das da euch anguckt. Und dass man da den Finger reinquetschen kann, dass es überhaupt abgeschlossen ist. Also den Plaster, wenn man den trocken feuert, mag ich es. Der hört sich einfach billig an. Also das ist irgendwie, ja. Das haben wir ja schon gesehen. Das ist auch ganz gut, wenn mir was nicht gefällt. Das spart ein Haufen Geld. Also, es sei denn, ihr habt eine Idee, was man mit den Kügeln so machen kann, wo ich sage, ja, das ist es, das taugt. Dürft ihr immer Vorschläge. Vorschläge sind willkommen. Wenn sie nicht formuliert sind und wenn sie verständlich formuliert sind. Aber dann, lassen wir es gut sein. Auf euch hat es ein bisschen unterhalten. Weiß nicht, ob es euch informiert hat. Ich glaube, die sind vom Markt. Die habe ich erst vor kurzem gekauft. So vom halben Jahr, das wird es noch geben. Keine Ahnung, ob sich da was entwickelt hat. Mir taugt es nicht. Das ist mein Fazit. Dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich taugt mir das dann mehr. Bis dann, euer Blasteringenieur.